Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Test, angespielt von Satisfactory. Und ja, wir haben alles zum Laufen gebracht. Bio, Energiedings, Bio-Brenn, Ofen haben wir hingestellt und nun laufen alle Produktionen und wir haben auch alles für den Weltraumlift. So, ich weiß nicht genau, was der genau macht, dieser Weltraumlift. Drum werde ich ihn einfach mal da hinstellen. Ob das gut geht, sehen wir jetzt. Wir bauen. Ach, das ist ja auch neu. Ne, wie dann so die ganzen Sachen, wo du im Inventar hast, dahin fliegen. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, aber ja, doch. So, wunderbar. Und jetzt schauen wir dem Spektakel mal zu. Was tut er? Oh. Was tut er? Das ist faszinierend. Wow. 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 Game-Phase-Name. Okay. Okay. Jetzt komme ich draus. Also ich kann den jetzt nicht benutzen, weil Seal Load. Ja, das ist jetzt in der Alpha ist das noch nicht möglich, mit dem irgendwas zu machen. Aber mit dem, ich glaube, mit dem kannst du quasi Bestellungen abschicken. Was das genau soll bringen, weiß ich nicht, aber du kannst quasi auf die Raumstation, was hier oben vielleicht ist, nehme ich jetzt mal an, kannst du Produkte hochschießen. Kannst vielleicht sogar auch im Weltraum irgendwas bauen, ich weiß es nicht, das wird, wie soll ich sagen, das wird in der Early Access dann sichtbar. So, wir haben wieder was erforscht. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacocoirus plumiuscata or fluffy-tailed hog. Okay, warte mal. Ich gehe mal da raus und hier. Ja. Paleodictyopora berries or paleberries added to object scanner catalog. Scanner Catalog, was? Hier gibt es noch einen Fehler. Samples are Eric. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. Achso. The creature has been named Phacocoirus plumiuscata or fluffy-tailed hog. Aha. Okay. Wir haben hier jetzt noch ein Tier 1 und ein Tier 2. Und Personal Storage.
Bacon Objektscanner. Genau, wir machen den mal. Wir brauchen dafür so Parts, Rohre und Kabel. Gut, Kabel, nicht Kabel, Drähte haben wir ja hier. Zack. Warte mal, 250. Das haben wir ja hier. So. Es gibt doch in der Alpha doch noch das eine oder andere zu tun und ich werde irgendwie werde ich, Shift. Irgendwie werde ich Geld auftreiben. Mir macht das Spiel jetzt schon extrem funny Spaß und ich bin gewillt, noch mehr rauszufinden, was alles noch so möglich ist. Wenn das erst die Alpha ist, dann möchte ich wirklich wissen, was alles noch so möglich ist dann in dem Spiel. Weil es sieht schon sehr interessant aus. Das kann man und darf man auch sagen. Nee, das war der falsche Container. Ich finde es auch cool oder auch gut, dass man in der Alpha so viel machen kann, schon, um das Spiel kennenzulernen. Das muss ich wirklich sagen. Man kann wirklich eigentlich alles tun oder einiges tun. Natürlich ist nicht alles implementiert. Loadspot. Oh oh. Ich riskiere es mal. Exploration Basics. Milestone reached. To ensure your survival and effectiveness when exploring xenoplanetary environments, Ja, aber doch nicht. you now have Aber access to doch an nicht. object scanner and beacons. Hä? 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 Wo hat denn der jetzt hingetan? Hier habe ich übrigens noch eine Treppe. Ach, das habe ich jetzt einfach hier, oder was? Ah ja. Objektenscanner. Den will ich. Bacon. 3 Stück. Na super. Da brauche ich Wire und Kabel. Na gut, das habe ich alles. Ja. Hier habe ich das und hier habe ich das. So. Voilà. So, 3 Stück. 1, 2, 3. So. Objektscanner, dann haben wir hier Scroll, das haben wir auch. Hier. Scroll. Zack. Und ich bin schlecht im Auswendiglernen. So, und Rain Parts. Ja. Rain Parts can also received. Wir brauchen von denen noch ein paar. Machen wir ruhig mal alle. Und jetzt können wir von den 3. Super. Machen wir auch gleich alle. So. So, wunderbar. Wir können Objektenscanner machen. Yay! Gut. Post-Lock. Boah. Wie funktioniert denn das Teil?
folgen jetzt einfach mal diesem Signal. Oh, wir sind mal gestorben. Press Primer Fire to Respawn. Wir sind mal gestorben. Okay, kriegen wir das auch noch gleich mit. Welcome back. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, was jetzt passiert ist. Und ja, wir haben jetzt alles verloren eigentlich. Ich weiß nicht, was das grüne Männchen genau sein soll. Was ist denn das grüne Männchen jetzt? Ich weiß es nicht. So, irgendwie heilt er sich automatisch. Kann das sein? Flower-Dinger da. Können wir auch noch herstellen. Eigentlich brauche ich nur 10. Zack. So. Nö, gut, er heilt sich nicht automatisch. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Dafür haben wir aber jetzt noch die hier. So. 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 Und so. Zack. Und zack. So. Gut. Was gibt es denn noch? Walls. Wir wollen keine Hütte bauen. Objektenscanner. Berry. Okay. Ach so. Wie gut, dass wir noch 2 Berries haben. Ach so. Oh, hier können wir Bäume fällen. Ui, cool. Jumper. Okay. Walkway. Okay, du kannst hier wirklich eine richtige Fabrik bauen. Assembly, craft 2 parts into another part. Rotor. Wir können hier Rotoren bauen. Modular from. Leute. Wir bleiben mal bei dem. So, wir machen den hier, nämlich. Ich habe keine Rohre. Warte mal, hier kann ich doch jetzt. Ach ne, das war das mit dem Scanner, ne? Ich kann aber den Scanner hier. Ich kann den nicht auf den Schnelltasten. Transfer, Sack. Ja, ja.
Nee, ich kann den leider nicht auf eine Schnelltaste machen. Es wäre ja zu schön gewesen. Naja. Gut. Dann brauchen wir hier Parts. Und wenn das da hier... Nee, nicht das. Wenn das hier funktioniert, sollten eigentlich hier schon ein paar Dinger sein. Das funktioniert doch, oder? Ja, doch. Doch, läuft. Funktioniert. Gut, meine Produktion, die läuft schon mal. Wie lange ist die andere Frage? Zack, zack. Ne, du bist nix. So, Kabel, das haben wir sicher auch schon massenweise. Jo, guck an. Hier. Mehr als wir brauchen. So. Wunderbar. Wir machen gleich mal ordentlich wieder zurück. So. Die Kabel, die kannst du momentan auch zurücklegen. Dann habe ich hier noch Iron Ingold. Warte mal. Ach, scheiße. Hier drauf muss das machen. Okay. Ja. Eisenrohre brauchen wir noch ein paar. So, und Iron. Zack. Schön. Wir kriegen das noch zusammen. Step by Step. So. Jo, bei beiden noch 30, ne? Kriegen wir hin. Hier auf jeden Fall noch nicht. Ja, auch nicht, aber wir könnten eigentlich noch was anderes machen. Und zwar können wir... Ach nee, das geht nicht, ne? Das geht nicht, wir müssen jetzt das erst machen. Naja. Gut, ich denke, wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen, was das Grüne auf der Navigationsdings sein soll, weiß ich gerade nicht. Berries. Ja, gut und recht, die kann ich aber nicht pflücken. Ja, die ist schon gepflückt. Ich will trotzdem wissen, was da ist. Power Slugs. Was heißt Power Slugs? Ich weiß noch nicht, wie ich die Power Slugs nö, keine Ahnung.
Hm. Nee, ich weiß nicht, was Power Slugs soll genau heißen, aber ist okay. Wir essen eine Beere. Ich frage mich, ob ich diesen Lift doch irgendwie benutzen kann. Auf jeden Fall, ich denke, das ist die letzte Folge, die ich hier machen werde, weil wir hatten einen guten Eindruck in das Spiel, muss ich sagen. Ich werde vielleicht, wenn ich es schaffe, irgendwie den Lift irgendwie in Betrieb zu nehmen oder zu befüllen, werde ich noch eine Folge machen, aber so jetzt, R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for two things: dating and creating color cartridges. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint is now accessible in the hub. ich habe jetzt einen neuen HUD. Ja. Welcher Blueprint? Ich habe einen Blueprint jetzt im HUD. Wo? Ich, ich weiß nicht, in welchem HUD, dass ich das haben soll. Das mit der Farbe. Naja. So. So, einmal 30 von da und einmal 30 von da. So. Dieses Logistics Upgrade werden wir uns jetzt noch anschauen. Zack. Und Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency of your factory. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. okay. Gut. So, was haben wir denn hier jetzt Neues? Logistik. Split convert belts into 3 useful of move parts and resource from overstatus convert belts. Ich weiß das auch immer heißt, ne? Works up to the 3 converse belts into 1. Also hier kannst du aus einem 3 machen und hier aus 3 wieder ein. Das heißt, ne, so sieht das aus. Wenn ich zum Beispiel Eisen quasi in 2 Fabrikationen will machen, oder in 3 besser gesagt, dann kann ich den reinsetzen, von der Mine quasi, zum Beispiel jetzt von der Mine her, einen raus, also einen rein und dann mit 3 Ausgängen auf Smelter. Du kannst aber natürlich auch von dem Smelter aus mit dem Eingang und das auf 3 Constructor machen. Das ist nicht schlecht und hier ist es eigentlich gerade umgekehrt. Du kannst quasi dann zum Beispiel die 3 Konverter wieder zueinander führen und von da dann mit einem Band auf eine Kiste zum Beispiel gehen. Ne? Das ist nicht schlecht. So kannst du quasi kannst du quasi so ein Gerät sparen
und dafür 3 Konverter machen und 3 verschiedene Sachen produzieren. Das ist nicht schlecht, das wäre nicht doof gewesen, wenn wir das früher hätten, hätten gehabt. So, hier haben wir noch Ansichten. 5 Watt. Keine Ahnung wie viel Watt, doch 4 Watt. 4 Watt. Das sagt uns nichts. Das ist, glaube ich, die Obergrenze von... Ne? Gibt vielleicht dann auch noch eine Möglichkeit, wie wir das Ganze dann updaten können, aber... Was? Da schauen wir mal jetzt genauer zu. Okay. Das sind die Bohrer. Die schwarzen hier sind die Bohrer. Ne, da wird dann immer wieder ausgewechselt, wenn er durch ist, ne? Zack, hoch und dann gibt es hier so ein Multi. Echt cool gemacht, muss ich sagen, liebe Freunde. Schaut, jetzt ist wieder einer kaputt gegangen, geht wieder runter, zack, holt wieder einen, setzt ihn wieder ein. Echt detailreich, also ich muss echt sagen, die Entwickler, Hut ab vor dem coolen Spiel. Schlicht und einfach, aber cool. Und wenn ich mir das Spiel kaufe und eventuell ein Let's Play draus mache, dann werde ich das Ganze natürlich schon viel besser arrangieren. Das war ja jetzt wirklich nur testtechnisch. Ja, wie läuft alles? Läuft alles einwandfrei? Wie klappt's? Wie geht's? Und so weiter und so fort. Ne? So. Utilities. Biofuel, the most energy efficient from the biomass. Lookout Tower. Yeah. Der würde mich noch wundern, was das ist. So. So. Biomasse brauchen wir jetzt auch gleich nichts mehr. Die Farbe auch nicht. Man kann auch auf Auto sortieren machen. Wood brauche ich auch nicht. So, und auch hier. So. Ja, ich werde noch ein bisschen weiterspielen und wenn ich das dann soweit habe, dass man vielleicht einen Elevator noch brauchen kann, schalte ich nochmal eine Folge hoch. Ansonsten war es das mit dem Let's Test angespielt von Satisfactory, dem Alpha Weekend. Vielen Dank an die Entwickler für den Key. Es hat mich sehr gefreut, für euch dieses Let's Test aufzunehmen. Und über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Das war's mit meinen Folgen von Satisfaction. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!